Die Legende der Sternhelden und der Pfad des Weltvermächtnisses geht weiter bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Endlich war die große Finsternis, der Avatar der göttlichen Macht, eingetroffen. Weltzahnräder des teurologischen Demiurgen. Angesichts eines so überwältigenden Gegners erinnerte sich Auram an eine Passage aus der Legende der Sternhelden. Also von sich selber. Um die große Finsternis zu bezwingen, weihte Auram Ip und seine Crusader-Verbündeten seinen Plan ein. Und wo ist Ningirsu? Der blieb auf der Strecke, weil er ein Verräter war. Er wollte den Schlüssel erben, was Mech-Ritter Blauer Himmel einst vergeblich versucht hatte. Diese Macht wollte er nutzen, um die versammelten Weltvermächtnisse in einem einzigen Wesen zu vereinen. Unterstützt von Ip und seinen Verbündeten begann er mit der Vereinigung. Sobald sie Aurams Plan durchschaut hatte, versuchte die verzweifelte Albtraumritterin Verkörperung Idli ihn aufzuhalten. Imduk und die Crusader gaben alles, um Auram und Ip zu verteidigen. Idlis Angriff war jedoch gewaltig. In diesem Moment stellte sich ein Mann mit einer Schärpe in der geballten Faust der Herausforderung. Es war Ningirsu. Er sammelte alle verbleibenden Teile von Babel und den Orkust und schmiedete einen kolossalen Speer. Damit versetzte er Idli einen mächtigen Stoß. Mit Aufbietung all seiner Kräfte schmiedete Ningirsu dann seine letzte und ultimative Schöpfung. Die Schöpfung zum Schutz der göttlichen Reinkarnation von Ip. Es war ein Koloss, der nicht nur an Orkus in sich vereinte, sondern auch den Schöpfer selbst. Ningirsu, der Orkus des Abendsterns, war geboren. Idli setzte ihr wütend fort, immer noch verzweifelt nach den göttlichen Kräften lechzend. Ningirsu, jetzt mit der Macht eines Maschinengottes ausgestattet, zögerte nicht, als er mit seinem Speer zustieß. In diesem heftigen Angriff begann Idlis Körper zu zerfallen. Dennoch war Lis verdorbener Geist weiter besessen davon, zur Gottheit aufzusteigen. Li hat ihren Verstand längst verloren, als sie Deus X-Crawler nutzte, um ihre Seele gewaltsam ans Weltvermächtnis zu binden. Als Reaktion auf ihren verdorbenen Geist verlor der Demiurg jegliche Kontrolle. Die überbordende Macht der Götter reichte aus, die Zerstörung des Planeten zu beschleunigen. Auram und Ip versuchten weiter, den Schlüssel zu erben. Und ihre Verbündeten verteidigten die beiden. Zerstörung des Planeten schien unausweichlich, aber keine einzige Seele wollte aufgeben. Jeder Einzelne unter ihnen war entschlossen, gegen die göttliche Macht anzukämpfen. Und schließlich war es vollbracht. Auram hatte den Schlüssel geerbt und verfügte über die Macht sämtlicher Weltvermächtnisse. Er wurde zum legendären Welthelden. Mech-Ritter Crusader Avramax. Sternenklarer Held, dein Schwert in Licht gehüllt, mögest du über die große Finsternis triumphieren. Tja, und damit, it's time for duel, will man sagen. Okay, wie sieht denn mein Deck aus? Wir haben... Okay, wir haben ein paar Crusader-Monster. Wachdrachen unter anderem. Crusader Draco. Maximus, er kennt ihn nicht, der gute Auram. Ein paar Weltvermächtnisse, super. Na gut, ja, sind halt alle, ja. Die wird irgendwie vereinen. Kernzerstörung, okay, ist immer gut. Nachbau des Weltvermächtnisses. Und dann natürlich Wachdrache Almuk, ist klar. Nicht Almuk, Almadrake. Almaduke von mir aus. Ip die Weltkirche-Justiziarin, die irgendwie verboten ist. Warum auch immer. Okay, Ningirsu, der Orkus des Abendsterns. Okay, Ningirsu, Entschuldigung. Imduk ist auch mit dabei. Crusader, Ip die Weltkirchpriesterin. Crusader Regulux. Haben das Ding noch.
Longirsu, der Orkus-Koordinator. Schade, dachte wäre der andere schon. Wäre so ein ursprüngliches Ningirsu. Und natürlich in der Mech-Ritter Crusadia Aromax. 2 plus Monster, die als Spezialbeschwörung im Exodeck beschworen wurden. Entweder 4 irgendwie normale, wobei also glaube gar nicht. Also er muss, eins davon muss irgendwie ein Link-Monster sein, weil er Link-Stufe 4 hat. Das im Idealfall nutze ich irgendwie Ip zum Beispiel. Oder im Ningirsu oder ja, mal gucken. Auf alle Fälle wird spannend. Natürlich auch gut, dass wir nirgends irgendwie eine Anmerkung bekommen haben, wie man jetzt das Deck spielt. Draco. Also die Crusader-Monster nützen mir aktuell eigentlich gar nichts. Jetzt meine Karte und rufe Crusadia Maximus im Angriffsmodus. Gut, der Effekt natürlich als vorgebraucht, scheiße. Für eine Link-Beschwörung. Und dann rufe ich Weltvermächtnis, Weltkrone. Also, nee. Um Gottes Willen, mein eigenes Monster zerstören. Sonst geht's noch. Soll ich jetzt ein L1-Monster, das heißt, es irgendwie auf eine Zone zu rufen, Link-Monster drauf zeigen, ist eher ein bisschen doof gerade. Und ich nehme wieder Maximus. Theoretisch könnte ich natürlich jetzt noch einen Link 2 rufen, wie zum Beispiel Ip. Problem ist nur, bei Ip bringt es nichts, die zu rufen, weil an der Position habe ich ein Problem. Crusadia Regulux, das bringt mir irgendwie auch nichts, den zu rufen. Crusadia Sparta, irgendwie auch doof. Diese Karte zeigt, ja, gut. Was habe ich denn aktuell? Der hier hat einen anderen Effekt. Ja, also der Effekt habe ich eigentlich schon verbraucht. Jetzt wäre eben die Frage, nutzt vielleicht den hier noch? Typeneigenschaften, diese gelinkte Karte, ja, er ist ja nicht. Die beiden werden einfach weg und ich kann sonst kein weiteres Monster rufen. Mit Regulux, Regulex, Entschuldigung, da würde es gehen, aber dann müsste ich die Krone opfern. Das ist irgendwie auch doof. Dann waren wir zu früh. Oh, Ibel ist zurück, super. Da kommt der Anis auf uns zu, Freunde. Wieso die Mech-Ritter? Sind auf unserer Seite. Also, war's mal so. Oh, es ist weg, Gott sei Dank mit einem Boost.
Oh nein, nicht der Cerberus. Aber bist du langsam mal fertig? Eine Weltkrone, nein! Au. Au. Ja, ein bisschen doof. Ich meine, ja, er kann die trotzdem rufen wegen den Effekten. Das geht ja trotzdem. Ich hätte trotzdem gerne eine Weltvermächtniskarte. Die Frage ist, welche? Eine Hand abgelegt wird, ja. Wann habe ich das schon mal? Ach, der Welke, das ist lange her. So ein Schild. Weltpanzer natürlich nicht schlecht. Muss gehandelt werden. Hier noch ein Speer, aber. Ne, die Lanze, Entschuldigung. Ist nicht gerufen wurde. Ja, okay, okay, wie sieht es mit denen aus? Auch das Weltvermächtnis wäre eine Idee. Das ist auch nicht so schlecht. Ah, der hat auch was. Also, ich glaube, das Monster hier, das ist, glaube das Mais, also konnte eigentlich schon gemacht war. Wir müssen halt vor allem, was ich hier noch habe, an Gegnern. Noch ein bisschen zu denken, wenn ich ehrlich sein darf. Und Linkbeschwörung. Magius ist zurück. Ernsthaft? Jetzt setzt du ihn dahin, ne? Natürlich super. Crusadia-Karte vom Friedhof. Naja. Maximus zurückholen kann ja nicht das Wahre, glaube ich. Crusadia Reclusia. Ja. Ja, natürlich schon.
Jetzt kann ich theoretisch Ibli rufen. Das natürlich hier hinsetzen. Entschuldigung, nicht Ibli. Was sagen wir denn da? So, aber jetzt kann ich die wiederum rufen. Den hier, den Crawler. Kann jetzt starten. Der hat schon mal den Arsch gerettet. Kann ich theoretisch auch den noch rufen. Gut, Flip-Beschwörung, vielleicht kann er damit auch noch warten. Aber theoretisch auch nicht ganz genug. Stimmt. Moment. Diese Karte zeigt. Gut, da bringt mir nicht viel. Ja, Maximus ist Draco. Wir haben die, warte mal, diese gelinkte Karte. Gut, gelingt, wenn es natürlich Opfer werden nicht mehr gelingt, ja, ist klar. Hand beschwören, okay. Wenn ich den wähle. Ja, war aber Zeit, gut, ich meine. Zeige, ich müsste theoretisch Draco Maximus dafür opfern, dann wird es gehen. Moment, ganz kurz, einfach Spielzug, also ein Effektmonster. Die Karte zeigt, also das Damage Steps. Ja, gut, wenn ich natürlich die beiden weglege, müssen es da hinpacken, damit es mit ihr funktioniert, das ist irgendwie auch doof. Regulex kann ich so auch nicht rufen, das klappt dann leider auch nicht. Also keinen Bonus kriege, außer wird Ibli dafür opfern, aber irgendwie keinen Bock drauf. Die Ibli irgendwie umsetzen, das wär's. Equimax. Da war ein Link-Monster. Der kombinierten nochmal diese Karte zeigt. Okay. Nein, oben, unten, ne, das ist eigentlich schon cool. Da könnte theoretisch Ib plus Draco dafür einsetzen. Könnte ich Equimax hier oben setzen, dann käme natürlich die gesamte Power noch von Maximus dazu. Das wäre eine Option. Das ist natürlich schade, aber was soll es machen? Natürlich ein cooler Effekt, das hat eigentlich hier Orcust Albtraumritt, was kann der noch Schönes? Kann die Tokamen dann Linkmon zerstört werden? Aha. Gut, das ist schon mal erledigt. $4000, das ist nicht übel. Dann seht ihr nämlich ihn gerne noch verdeckt. Wieder verbannen, genau, da ist noch gut. Und ich setze die Karten noch so. Ich könnte jetzt schon wieder. Ne, warte mal, man muss noch warten. Hier rufe ich Auram-Stärke-Variante, aber noch ein paar Link-Monster dafür. Das könnte noch knackig werden. Damit noch warten, dazu kommen wir später. Ich bin gespannt, was er noch alles auf der Hand hat. Mehr Bonus, sehr gut.
Das heißt, ich kann theoretisch jetzt auch das Monster als Tribut anbieten. Also einen Effekt, aber wir aktivieren den einfach und sitzen da drüber, also da machen wir weniger Sorgen. Erstmal gucken, was noch alles so macht. Der Phönix? Ganz ehrlich, ich spiele ihn einfach fertig. Okay. Wenn man hier damit nochmal einen Mech-Ritter spielen kann. Nee. Ja, komm, besser, weil hier will ich eigentlich nicht. Oh, komm schon. Schade, da können sie irgendwie umgehen. Ich weiß, es wird weiterhin als Falle betitelt, aber hätte sein können. Ja, ein bisschen ihre Effekte. Ja, gut, ist halt so eine Sache, wa? Der nicht. Ja, ich muss den Effekt fast aktivieren, weil Auram oder Maximus wie auch immer wird sowieso zerstört. Hey, und sowas soll ein Stufe 3 Duell sein, ey. Was ist los mit denen? Komm her, wenn Stufe 5 Duell vor oder so. Also gefühlt irgendwie immer die selten Synchro sage ich schon, Link-Monster. So, aber irgendwas Brauchbares? Heißt wohl nein. Ja, da hat sie mich gut outplayed. Ich glaube, das war's, Freunde. Das wird nichts mehr. Dann müssen sie irgendwie noch abschließen, weil sonst ist doof. Poseidon, Orcus-Dinger, das ist nicht alles das, was ich nicht will. So, schon besser. Okay, dann Imduk. Wachdrache, Justitia und hier kommt der Weltkelch Imduk. So. Natürlich kann ich sonst nichts rufen, weil ja, das Deck ist halt ein bisschen zusammengewürfelt. Ganz seltsam. Das ist halt so mit diesen Themendecks, wenn du halt so 2, 3 verschiedene Monstergruppen zusammen kombinierst und du denkst, ja, es könnte funktionieren.
Ja, natürlich kann es funktionieren, du kannst geile Züge damit machen, aber wie groß ist die Chance, dass es funktioniert? Vielleicht 2 von 10 Duellen, dann ja, muss halt irgendwie auch Bock machen. Was mir jetzt zum Beispiel nicht der Fall wäre. Der hat auch einen Weltkampfhandschuh, hä? Aber die Weltvermärkten sind doch alle bei mir, warum hat die auch welche? Hey, ganz ehrlich, das Duell geht noch schneller flöten als zuvor. Liegt auf dem Friedhof, ja gut. Und wenn wir zusammen, wenn wir die Karte immer von anderes mal aufsparen. Ey, Alter. Nee, komm. Nee, ist gut, passt schon. Da ist X-Scroll, jetzt sehen wir mal. Jetzt sehen wir das Vieh. Ja gut, komm, bringt mir eh nichts momentan. Wir müssen mal da ist X-Scroll loswerden. Mist. Was für ein Duell, was für ein Duell. Oh komm, wie gemein ist das denn bitte? Kann eine Kombi nach der anderen spielen, gar kein Thema. Hier kommt kaum vom Fleck. Ja, ist er sauer. Hä? Ein Link 4 Monster und ein Link 1 Monster ersetzen? Hätte doch ganz einfacher, viel einfacher haben können vor allem. Okay, dann Link 3, maximal. Ja, danke schön. Aber wenn mal der Einhorn der nicht auf meinem Feld zeigt, ist das doof. Diese gelinkte Karte, ist links oben, rechts oben, ist total doof.
Welches Monster soll ich denn da nehmen? Natürlich wäre die Weltlanze eine Option. Den Giosu tatsächlich. Das andere mehr kann du kontrollierst, kann man zerstört würden. Kann ich einfach das Karte abhängen. Lege einen kann Gegner auf den Friedhof. Ja, versuchen wir es mal, wa? Den Giosu soll es richten. Den könnt ihr auf den Friedhof, das klingt doch gut. So eine Rolle spielt es eigentlich nicht. Sonst kann ich gar nichts mehr rufen. Okay. Ich wollte eigentlich mal eine neue Form von Auram rufen, aber irgendwie wird gerade daraus nichts mehr, wa? 2 Plus-Monster Spezial vom extra beschworen wurden. Ja, ich wäre knapp davor. Wobei, nee, kaum vergiss es. Ich bin noch lange nicht so weit. Also neuen Auram zu rufen ist echt schwierig. Aber der Gegner kann eh nichts machen gerade. Die Weltache, lang nicht mehr gesehen. Den Giosu, bring's zu Ende. Alter Freund, ehemaliger Feind und jetziger Verbündeter. So. Das ist, glaube ich, irgendwie das einzige richtige storybedingte Deck war. Storybedingte Duell. Was haben wir hier Schönes? Gladiator-Ungeheuer-Monster. Das sind irgendwie ganz seltsame Karte, die wir hier haben. Aber suchen können wir es dennoch mal. Ganz neu Gladiator-Ungeheuer, zumindest. Der hier ist neu. Augustus, kenne ich gar nicht. Den hier schon. Spielfeldzauber klingt immer gut. Boss der Stürme.
Okay. Okay. Kann gar nicht zerstört werden, wa? Faszinierend. Mal gucken, wa? Bossbiss. Bossbiss, Boss. Ist es der Boss oder ist das nicht? Endphase zerstören, okay. Oh. Zerstört die Karte über eine Option. Ja, müssen wir es den aktivieren, wa? Ja, bringt uns ja auch nichts, weil ich habe den Spielfeldzauber ja schon. Versuch trotzdem mal. Okay, das ist derselbe Zauber. Gut. So. Aber nur mit dem Gegner halt da hin und kann, dass irgendwas machen kann. Weil natürlich die Feldzauberkarte schon fies ist, weil sie eine eigene Monster rufen kann. Ich sehe jetzt mal beide. Mal gucken, was passiert. So, nimm mal den Zauber und gucken, was er jetzt macht. Okay. Autsch! Mann, das ist doch fies, Mann. Oh, so viel schon wieder. Was? Wieder eine Hand ein Monster. Deck bestimmte Monster übereinstimmen vom Deck hinzu, wenn man die vom Deck bestimmte Karte verdeckt.
Alter, wie viel Decks denn noch? So, nehmen wir die auch noch. So. Hätten wir das, wa? Karte verbannt werden soll. Nehmen wir ihn hier. Für 3 Femons ist das Problem, dass ich jetzt gerade mit dem Effekt hier vom Spielfeldzauber aktivieren kann. Da ist er wieder, der Boss der Stürme. Was ist nicht schon wieder los? Mann, nee, ich komme nicht vorwärts. Das ist doch scheiße. Ja, und nun? Oh, nein, oh, das ist doch kacke, Mann. Das ist kacke. Es ist kacke, kacke, kacke. Ich wollte gerade sagen, muss einen Sinn haben, wieso er das gemacht hat. Ah, deswegen. Toller Sinn. Zone? Die Karte aus 5Ds? Wow. Eine Karte, ich glaube, ich sonst nie in meinem Leben spielen würde. So zum Weltvermächtnis, ne? Ist natürlich jetzt unbedingt das, was man irgendwie erhofft hat, oder zumindest was ich mir erhofft habe. Da muss ich auch mal zugeben.
So, neue Monster, Freunde. Boom, boom. Chakalaka. So, Angriff können Sie nicht, aber kann Sie für das hier einsetzen. Genau, einfach mal einen schwarzglänzenden Soldaten rufen. Der Effekt sieht aber erst, wenn ich irgendwie ein Monster vernichtet habe vom Gegner. Der klingt zwar nicht schlecht. Ja komm, ich bin heute mal verrückt drauf. Der Boss der Ewigkeit, ruf ich mal. Da ist auch so ein Generator. Mr. Generator. Was ja eigentlich auch ein cooler Effekt ist, wa? So, jetzt aber. Boom. Und boom. Und das Vieh kann natürlich endlos stark werden jetzt, ne? Oh yeah. Ein Monster wird mächtiger und mächtiger. Am Stufe 9 geht sowieso nur das Vieh. Das andere ist ein Rang 9 Monster. Liebt die Weltschlüssel, was auch immer. Tja. Freunde, wenn wir es endlich mal, wa? Den platt machen und hier direkt der Angriff mit 6000 Angriffspunkten. Tendenz steigend. Also grundsätzlich könnte er jeden Zug um 1000 Punkte stärker werden, ne? Da quasi eine Karte abgelegt werden muss und nur 2 drankommen. Der Weltschlüssel. Auch nie verkehrt. So, theoretisch hätten wir hier noch mit Zwillingsmonstern. Okay. Auch irgendwie. Ah, Ningirsu wieder mal. Lange nicht mehr gesehen. Ningirsu. Kamek-Ritter, Albtraum-Ritter auch. Ja, gut. Nee, Freunde, wird Zeit, das Ganze zu beenden. Mit den Szenarien vor allem. Auram setzt seine Kräfte ein, um den Wellen zur Zerstörung auszuweichen, sie zu blocken und zu neutralisieren. Er nähert sich allmählich den tobenden Weltzahnräder des teurologischen Demiurgen. Wegen ins Innere war es, als würde er in ein größeres Heiligtum geführt. Am Allerheiligsten wartete Li, doch nicht in ihrer Feengestalt, stattdessen hatte sie die Form eines Menschen.
Das schwache Rest ihres Bewusstseins. Konfrontiert mit der Frau, die so hartnäckig nach der Macht der Götter gestrebt hatte, fragte Auram: Warum hast du diesen Weg eingeschlagen? Die vor ihm stand, öffnete ihren Mund nicht. Stattdessen schossen ihre obsessiven Gedanken und Erinnerungen, die die Umgebung erfüllten, durch den Schlüssel in Auram hinein. Wissensdurst, als Frau der Wissenschaft, das Streben nach Wahrheit. Wenn es nur so einfach wäre, würde die Welt vielleicht jetzt nicht so aussehen. Aber Lis Ambitionen waren so außergewöhnlich. Sie hat nach der Wahrheit in den Legenden gesucht und nicht gezögert, für sich selbst nach göttlicher Macht zu streben. Es ist nur ein Zufall gewesen oder unausweichliches Schicksal. Das Unheil nahm seinen Lauf, weil Lee in einer Ära lebte, in der der Schlüssel existierte und die Gesellschaft noch hochentwickelt war. Der Gedankenerinnerung strömte auf Auram ein. Diesmal war es Lis albtraumhafter Plan. Die göttlichen Kräfte werden meins sein. Die überentwickelte maschinelle Zivilisation hatte jedoch die Erde die Kraft entzogen. Doch konnten die Menschen in der Ära nicht mit dem Planeten kommunizieren und daher auch nicht Erben des Schlüssels werden. Wenn die Zivilisation untergehen musste, dann sollte es so sein. Die hatte das Projekt Mekriton sogar ihren eigenen Tod als Mittel genutzt, um die Welt zu zerstören. Einer Ewigkeit, die sie auf die Heilung der Erden ihrer Bewohner gewartet hatte, wollte sie den wahren Erben des Schlüssels finden. Und nun war jetzt diese Zeit gekommen. Als Lis Hämme über das Treffen mit Ib und ihre Freude darüber, die Kontrolle über sie erlangt zu haben, in Auram fuhren, umklammerte er den Schlüssel voller Wut und Kummer. Lee wurde von nichts anderem angetrieben als besessener Neugierde. Für ihr Ziel war ihr kein Opfer zu groß. Ja gut, wir haben langsam geschnallt, Leute. So, noch ein Szenario. Die Crusadia, das Weltvermächtnis und Ib. Unzählige Mal hatte sie ihre wahren Absichten verborgen und schließlich erlangte sie göttliche Macht. Die Weltsanrede des teurologischen Demiurgen, die ursprüngliche Form aller Götter. Ein Gefäß, das göttliche Taten ermöglicht, ganz nach dem Willen seines Beherrschers. Das Transformationsprogramm. Diese Schicksal zu entrinnen hat Lee sorgfältig vorausgeplant. Sie integriert den Crawler und seine Schwarmintelligenz, um vollständige Kontrolle über die göttlichen Kräfte zu erlangen. So zumindest hat sie sich das ausgemalt, ne? Angesichts der Bereitschaft von Ib und Imduk, ihr eigenen Leben zu opfern. Dem Wunder, das die Maschinenpuppe vollbracht hatte. Und der Entschlossenheit von Ningirsu. Der Auram der Nachfolge überwand den Kummer und vereinigte auf seiner Reise Menschen. Lee konnte ihm noch nicht begreifen, wie ihr Plan durch diese vereinte Willenskraft vereitelt worden war. Als Überreste von Lees Geist sich langsam auflösten, blieb eine Quelle enormer Macht unbeansprucht. Auram musste als Nachfolger eine Entscheidung treffen. Demiurg, korrumpiert durch Lees Bosheit, hatte bereits auf dem ganzen Planeten gewütet und in Schutt und Asche gelegt. Die zerstörerischen Kräfte, die einzelnen Göttern versiegelt worden waren, wurden noch stärker. Ja gut, da haben wir langsam aufgeschnallt. Auram traf eine Entscheidung. Wie als Antwort auf seinen Willen wurde die Macht des Schlüssels freigesetzt. Auram und der Demiurg verwandelten sich in einen Lichtstrahl und verschmolzen zu einem einzigen Wesen. Mitten in einer Sternenwelt wurde ein neuer Gott geboren, Avida, Wiederaufbauerin der Welten. Auram, der nun über nie dagewesene Macht verfügte, gleichte der Götter, hob langsam seinen Schlüssel und gab einen Befehl. Die Entscheidung, die er getroffen hatte, lautete: Möge all das Leben zurückkehren, das inmitten dieses Krieges das Weltvermächtnis verloren ging. Durch meinen Aufstieg zur Gottheit erlaube man mir,
die Herrschaft der Götter zu beenden und so Konflikte um göttliche Macht für alle Zeit zu verhindern. Diese scheinbar widersprüchlichen Befehle waren das Ergebnis seiner Wünsche. Vielleicht war dies Blasphemie, eine Wahl, die zu treffen kein Mensch das Recht hatte. Aurum aber traf diese Wahl. Alles war in blendendes Licht gehüllt. Und vorbei. Alle tot. Amen. Nein, natürlich nicht. Es ist das Ende der des Weltvermächtnisses. Seit diesem Kampf ist unzählbar viel Zeit vergangen. Der Krieg um das Weltvermächtnis. Zum Höhepunkt wünschte Auran die Wiederherstellung des Planeten der verlorenen Leben. Danach verschwand er spurlos. Nun waren die Namen des Krieges verschwunden, wie eine Illusion. Einer Welt ohne Auran blieb noch ein letztes Geschenk für Ib. Der Schlüssel des Schicksalsplaneten bestimmte, das Schwert mit der Macht des Weltvermächtnisses. Weltvermächtnis, Weltschlüssel. Ib trat mit dem Schwert von Auram in der Hand eine Reise an. Es wollte sich an den Planeten erinnern, den ihr geliebter Bruder beschützt hatte. Imduk begleitete Ib. Und Ningirsu wachte aus der Ferne über sie. Wiedergeboren als Beschützer Ibs des Planeten hatte er die Aufgabe, die Erfüllung von Aurams Wunsch sicherzustellen. Galatea. Und im gleißenden Sternenlicht nahm Ib das Schwert in ihre Hand. Es leuchtete schwach. Sie und Imduk folgten dem Lichtstrahl gen Himmel. Wie würde es mit der Welt weitergehen? Ein neues Zeitalter der Hoffnung war angebrochen. Vom Weltvermächtnis geleitet, setzte Ib ihren Weg ins Unbekannte fort. Schönes Ding. Schönes Ding. Das Weltvermächtnis. Klingt wohl so, als wäre es durch, war. Also würden hier auch keine weiteren Kapitel kommen. Ich muss aber zugeben, dass man hier eh schon 4 Dinge hatte vom Weltvermächtnis. Also insofern passt das schon. Ja, Freunde, damit ist das Let's Play, also nicht nur die Folge, die Überlänge-Folge, sondern auch das Let's Play zu Yu-Gi-Oh! Master Duel im Solo-Modus vorerst beendet. Vorerst heißt, je nachdem, ob es hier künftig wieder irgendwas gibt oder neue Kapitel im Solo-Modus, werden wir irgendwann wieder hier weitermachen, genauso mit den SPD-Herausforderungen. Oder natürlich auch mit gut, Duelltraining, Duellnage eher weniger, aber vor allem halt hier unten gibt es noch ein bisschen was zu machen. Ansonsten war ja auch mal noch die Idee, der Vorschlag wäre auch immer das Ganze mal online noch zu zocken. Also auch gegen andere Spieler anzutreten und so. Der Plan ist noch da, das prinzipiell auch gar kein Problem, nur aktuell gar nicht, da zurzeit gerade wieder andere Projekte anstehen. Deswegen auch hier ein bisschen bei diesem Let's Play ein bisschen auf die Tube gedrückt habe, damit wir hier doch einigermaßen noch schnell, in Anführungszeichen, schnell zum Ende kommen. Und vor allem mit einem so weit würdigen Abschluss, bis auf weiteres eben. Bis es vielleicht irgendwann weitergeht mit Solo-Modus, mit Weltvermächtnis eher weniger, mit anderen Dingen sind wir sicher. Und ja, in diesem Sinne, sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis bald wieder zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Oder bei einem anderen Yu-Gi-Oh! Let's Play oder was auch immer. Bis dahin, ciao zusammen.